Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Wir sind stehen geblieben, als die Ellie bei ihrer Flucht durch die Ferienwohnungen durchgekommen ist. Und jetzt müssen wir, um weiter durchzukommen, hier durchs Hotel durch. Und dann wollen wir uns dem Ganze doch mal stellen. Sie ist auf dieser Seite der Hütte! Jo! Oh Gott. Ach, mieses Arschloch. Die kannst du einfach nicht lassen, die Leute zu beleidigen. Aber nee, das macht sie für mich auch sehr viel lebendiger und sympathischer, muss ich sagen. Ist sowieso ein unglaublich cooler Charakter. So, mal hier durchzuschleichen. Und horchen immer mal wieder, ob es was gibt. Wow! Wow, das war nicht so gut. Okay, das hilft uns nicht weiter, wie wir gesehen haben. Also der offene Kampfsuche ist scheiße. Das hilft nichts. Deswegen... Heieiei, müssen wir den ganzen Part jetzt nochmal durchwaschen, glaube ich. Ja. Nee, das war nicht sehr clever. Also, die Ellie hat zwar Schusstalente, aber sie kann sich im körperlichen, direkten Kampf mit den Kerlen nicht messen. Da ist er absolut unerleger. Ah, wo geht sie raus? Deswegen... Haben wir das doch gerade noch einmal. Sagen wir hier nochmal Ei, was geht. Und ja, dort hätte ich Sache, bleiben wir doch bei der Sache und haben unser Flinte, nicht unser Flinte, unser Gewehr immer parat, damit wir Sie ist auf dieser Seite der Hütte! agieren können. Ach du Scheiße! Drecksack. Ja, dann würde ich sagen, wir probieren es das mal nicht mit Heimlichkeit oder zumindest nicht auf die Art und Weise mit dem Bogen, sondern machen das ein bisschen anders. Wir versuchen es zwar heimlich, aber wir haben unser Gewehr parat. Wenn es halt passiert, dann passiert's. Kann ich dann auch nichts ändern, aber am besten will er nicht. Okay. Dann haben wir wieder gelernt. Da sind welche, da ist keiner. Okay. Dann lenkt mal die Kerle doch mal ab. Aha. Hoppla. Drecksack. Einmal daneben geschossen, aber das ist erlaubt. Okay, den anderen zweiten Typ sehe ich jetzt nicht mehr. Schnappen wir uns gerade noch die Riesling-Flasche. Oh, da ist er. Ja, dann lassen wir mal herkommen. Und Treffer. Nix. Der da? Nee, der hat auch nix. Okay. Das hat jetzt besser geklappt. Die Sache. Wir schleichen nur nach wie vor durch. So Art von Öfe oder Kaminfang finde ich auch unglaublich geil. Sieht sehr cool aus von außer. Von ein bisschen weiter weg. Von innen guckt man sich so für gewöhnlich nett an. Ja, dann sind wir hier in der Halle. Da ist der Ausgang. Der Lobby. Wow. Super schön. Auch wenn nur das Dach kaputt ist und so. Ich finde es unglaublich genial hier. Ja, hier gibt es nichts mehr hinter der Rezeption. Und dann gehen wir doch mal hier durch die Lobbytür raus. Leverwurst können wir uns leider nicht neipetzen. Zu Nasche gibt es hier leider nichts für uns. Dann gehen wir raus aus dem Ding und wieder Richtung Joel. Aber das wird wohl leider nichts. Ich rette dir das Leben. So ist gut. So ist gut. Macht das sich gerade Manwich, der Sportsfreund. Nam nam nam. Verteidigung, Mann. Scheint ja wohl im Winter, wenn ich jetzt die Presse zu kriege, dann gibt's Mensch. Super. Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Warst lange bewusstlos. Was ist das?
Es ist wild? Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen, Überzeugen wovon? dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Uah. Hebephiler Widerling. Steht wohl auf Teenies und Pubertierende. Ja, richtig so. Oh Mist. Dummes kleines Miststück. Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie, Was? sag ihnen. Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Oh Mann. Ellie. Ellie! Ja, jetzt ist da wieder einiges passiert, die Sache. Und zwar haben wir herausgefunden, dass der David und seine Leute wohl durch so einen harten Winter gemüsst haben, dass die zum Kannibalismus übergetreten sind, könnte man schon fast sagen. Beziehungsweise, dass die Hemmschwelle derart gering war, weil sie nichts zu beißen gehabt haben, dass die anscheinend auch ihre eigene Tote fressen. Und ja, das ist im Winter wohl echt heftig hier und scheint wohl auch häufiger der Fall zu sein, beziehungsweise man kann sich so irgendwie nur vorstellen, dass in Krisenzeiten, wo es einfach nichts mehr zu essen gibt, wo nichts mehr angebaut werden kann und so weiter und so fort und wo man auf Jäger- und Sammlertum eigentlich schon wieder angewiesen ist, weil die allerwenigsten Leute sind in der Zeit sesshaft und die allermeisten sind halt wieder Plünderer und Jäger. Deswegen wird die Hemmschwelle sein, was Kannibalismus angeht, wohl nicht mehr so hoch. Ja, die scheint wohl nicht mehr so hoch zu sein, diese Hemmschwelle. Und Davids Leute sind jetzt wohl im Winter auch dazu gezwungen, ihre eigenen Leute zu fressen. Und ja, dazu kommt jetzt auch noch, dass sie bei denen ihre eingesperrt ist. Und der David scheint es wohl auf die Ellie nicht nur drauf abgesehen zu haben, also scheint wohl nicht nur auch auf die geworfen zu haben, weil sie so gut überleben kann und weil sie so gut mit dem Jagdgewehr umgehen kann und Infizierte fertig machen kann, sondern der scheint wohl auch perverse Neigungen zu haben, was Pubertierende angeht. Ich habe ja schon gesagt, hebephiler Widerling. Und viele Leute sind ja so Leute, die auf Pubertierende stehen. Also der scheint wohl auch so nicht ganz sauber im Kopf zu sein, der Typ. Und der Joel hat jetzt glücklicherweise auch überlebt.
Und der ist jetzt hier parat, nachdem er seine Antibiotika-Behandlung gekriegt hat. Und die scheint einigermaßen Argschlache zu haben bei ihm, sodass er zumindest wieder Argschlache aufstehen kann. Und dann ist auch noch so eine Sache, die ich loswerden wollte, und das ist gerade idealer Zeitpunkt dafür. Und zwar ist bei dem DLC Left Behind, was ich auch in der Endphase von der Uni, beziehungsweise Quatsch, am Anfang vom Winter habe ich das erwähnt. Und zwar erfährt man beim DLC Left Behind nicht nur die Hintergrundgeschichte von der Ellie zusammen mit der Riley, die sie da erlebt, sondern man erfährt, was während dem Winter eigentlich da passiert ist, beziehungsweise was nach der Uni von Colorado passiert ist und wie die Ellie der Joel so stabilisieren konnte, dass er so einigermaßen zusammengeflickt wenigstens auf die letzte Heilung hat warten können. Und deswegen wäre es mir eindeutigere Vergnügen, das für euch zu spielen. Aber ich würde sagen, an der Stelle muss ich hier einen Cut machen. Von daher machen wir dann auch gleich hier, und im nächsten Teil von Let's Play The Last of Us Remastered geht's gleich weiter mit dem Joel seiner Perspektive, und wir wollen unbedingt die Ellie aus der Klaue von dem widerwärtigen David retten. Also bleiben gespannt, es bleibt wie immer sehr, sehr spannend. Dankeschön für all mein Gebabbel, was ihr hier ertragen habt, und Dankeschön für jeden Klick, für jeden Teil, den ihr euch angucken. Ihr seid echt die Beste dafür, dass ihr mir so lange die Treue halten und euch mein Let's Play hier anguckt. Es macht tierisch Spaß, und ich hoffe, ihr habt auch euren Spaß. Machen's gut, ihr liebe Leute. Bis zum nächsten Teil. Euer Yankee.